Ja. Wir haben aufgrund von der Noah-Geschichte, wie wir ein bisschen Hoffnung herauskristallisieren. Wir haben ja in diesen Familiengottesdiensten so ein bisschen das Thema Hoffnung. Und ich glaube, ob wir wollen oder nicht, wir hoffen alle jeden Tag irgendetwas. Also ich denke jetzt gerade heute, der Wetterbericht ist ein bisschen daneben gelegen. Ich habe eigentlich gehofft, das sei ein bisschen ein Ledersonntag, dass wir dann nicht plötzlich mit den Teenies mehr oder weniger rinzig hier sind, weil ja, es war viel schöner noch gewesen, oder gemalt denkt, ja, die Leute gehen doch alle Schienen und spazieren und weiss nicht was also. Und es ist dann eigentlich schön, wenn man während dem Gottesdienst plötzlich den Platz vorrücken kann, weil man Platz macht, dass alle Platz haben. Und es gibt so Hoffnungen, ich glaube, die sind einfach da. Ich denke jetzt eben gerade wir, die hier in den Bergen wohnen, jetzt ist die Skisaison, vielleicht hoffen wir gleich, dass es noch ein bisschen schneit. Aber der andere hofft vielleicht jetzt gerade, dass es nicht schneit, weil ich dann vielleicht mit dem Auto irgendwo her muss. Oder wir hören ging von einer Grippewelle und dann hoffen wir, dass die Grippe mich nicht verwünscht. Und das sind so Hoffnungen, die haben, ja, vielleicht einen kleinen Einfluss können es haben. Es gibt vielleicht ein bisschen Unannehmlichkeiten, aber es ist noch nicht etwas, was wirklich, ich sage jetzt, weltbewegend ist für mein Leben, für ganz persönlich. Dann gibt es auch andere Hoffnungen und da muss ich halt eingestehen, dass ich ein leidenschaftlicher Skifan bin. Also nicht selber Skien, aber ja, jetzt die Ski-WM doch auch verfolgt. Und ganz ehrlich muss ich sein, dass ich doch letzten Sonntag oder mal gestartet ist, auf eine Skierangst hatte um mein Herz. Ja, weil ich doch schon am Donnerstag gehofft. Und dann, ja, ich bin dann halt gleich so viel Fan, dass ich auch bei den Medaillenspiegel ein bisschen angucke. Dann hoffe ich eigentlich, ja, dass wir auch immer sicher vor den Österreichern sind. Und ja, einfach so. Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, dass die Hoffnungen, die haben eigentlich keine Bedeutung. Ja, der Wecker hat am Montagmorgen um 6 Uhr genau gleich geläutet. Ob jetzt auch der Matt Weltmeister ist oder ob er rausgeht oder was. Es ist so eine Hoffnung, aber nein, sie bringt mir nichts. Ja, mein kurz Freude. Aber mehr auch nicht. Sie hat irgendwie nichts. Ja, es bringt wie nichts. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Hoffnungen in unserem Leben. Zum Beispiel die Frage so, ist wirklich Gott ein liebender Gott? Hoffe ich an einen liebenden Gott? Hat Gott einen guten Plan für mein Leben? Oder die Hoffnung, dass Gott uns versorgt? Da wird es doch dann schon so ein bisschen, ja, da hat es dann plötzlich ein bisschen Fleisch am Knochen, weil das hat dann einen Einfluss. Und so wie wir nochmal ein bisschen auf den Noah blicken, aber jetzt mal nicht mehr auf die Zeit, die war, bevor es regnen kam, bevor die Sintflut kam, sondern das, was uns eigentlich dargestellt wurde und was nachher kommt. Aber ich denke, ich habe ein falsches Bild von dieser Sintflut. Ich habe irgendwie gemeint, 40 Tage Regen, ja, die waren etwa 40, 50 Tage in dieser Arche gewesen. Aber die von euch auch den Bibellesebund lesen und das Heftchen Orientierung haben, die haben vor etwa 4, 5 Wochen, würde ich schätzen, einmal eine Darstellung von dieser Zeit und wie lange die eigentlich unterwegs waren. Die sind über ein Jahr in dieser Arche. Und eben wie feister. Also mir ist schon, wenn ich Stau habe, einen Tunnel, mir ist nach 10 Minuten, eine Viertelstunde schon nicht mehr so viel wohl. Ich bin nicht so gerne eingemacht. Ich hätte dann noch gleich einmal Platzangst. Und ich kann mir vorstellen, dass die Familie von Noah, seiner Söhne und die Frauen, ja, wie wir es gesehen haben, dass die vielleicht auch irgendwann ein bisschen Archenkoller hatten. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es da ihnen geschmeckt hat, was die für eine Luft hatte. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt Angenehmeres. Aber eben jetzt ist die Arche gestrandet und jetzt geht es ja weiter. Und wir können das nachlesen, wer eine Bibelweisung hat und gerne möchte mitlesen kann. 1. Mose 8,
ab dem 15. Vers möchte ich ein paar Vers lesen. 1. Mose 8, ab dem 15. Vers. Da sagte Gott zu Noah: Verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern die Arche. Lass alle Tiere frei, die bei dir sind. Die Vögel und alle großen und kleinen Landtiere. Sie sollen sich vermehren und sich auf der Erde ausbreiten. Also ging Noah mit seiner Familie aus dem Schiff, und auch die vielen verschiedenen Tiere kamen nach ihren Arten geordnet heraus. Dann baute Noah dem Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren einige als Brandopfer dar. Der Herr wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt und sagte sich: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend auf voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat, Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Oder der Noah ist mit seiner Familie aus dieser Arche, und ich denke eben, wenn man so lange so eine Zeit verbracht hat, hat er ein Bedürfnis gehabt. Er hat Gott Danke sagen. Danke sagen, dass er sie durchgetragen hat, dass er sie aber auch mit befreit hat aus dieser Arche. Und so hat er ein Opfer dargebracht. Er hat Gott Danke sagen für das, was passiert. Und wenn im Alten Testament ist geopfert worden, dann hat es ja geräuchelt. Und der Rauch ist aufgestiegen. Und Gott, lesen wir, hat etwas geschmeckt, was er schon lange nicht mehr geschmeckt hat. Es hat nämlich gut geschmeckt. Das Opfer von Noah hat Gott wahrgenommen im Geschmack, und er hat es als einen guten Geruch wahrgenommen. Etwas, was er schon so lange vermisst hat, weil wir nicht lesen, dass kurz vor der Sintflut auch noch weggeopfert wurde. Und jetzt schmeckt Gott nicht nur, sondern jetzt meldet sich Gott um mich. Gott meldet sich zu Wort. Nie mehr will ich aller Menschen vernichten. Jetzt haben doch die Menschen etwas gelernt. Jetzt einmal eine Frage, Kind. Ist denn nach der Sintflut alles gut gewesen bei den Menschen? Nicht? Ja, aber jetzt müsst ihr mir helfen. Wieso hat der Gott vorher, was nicht gut ist, die Menschen vernichten, und jetzt ist es noch nicht gut, und jetzt will er nicht mehr? Ja. Er hat versprochen. Und wisst ihr was? Wir haben ja das Thema Hoffnung. Das gibt mir schon Hoffnung, dass Gott das versprochen hat, weil ihr habt völlig recht. Es ist nicht alles gut. Also, ich lese jetzt gleich nochmal zurück, wie es bei Gott tönt hat vor der Flut. 1. Mose 6, der 7. Vers. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. Gott war es ernst, er wollte vernichten und hat es so gemacht. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Also er wollte vernichten. Und er hat vernichtet. Und scheinbar hat sich jetzt Gott irgendwie auch ein bisschen gewandelt. Weil er kommt und sagt, nie mehr will die Menschen verfluchen. Aber er weiß genau, dass nicht jetzt alles gut ist. Wir lesen 1. Mose 8, Vers 21. Nie mehr will ich, obwohl. Nicht irgendetwas, sondern obwohl der Mensch von seiner frühesten Jugend an böse ist. Gott hat seine Sicht verändert. Obwohl man bewusst ist, dass nicht alles gut ist. Er steht zum Mensch. Er steht zum Mensch, den er erschaffen hat. Er steht zum Mensch mit all seinen Ecken und Kanten. Er geht sogar noch ein bisschen weiter. Gott schwört bei sich selber. Das gibt Hoffnung. Jetzt ist der Noah, seine Familie, die sind um ihn angekommen. Gott gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, vermehrt euch. Bevölkert die Erde. Also das ist mal ernst. Er hat nicht nur wollen, dass
einfach die Familie am Leben bleibt, sondern er gibt dieser Familie einen neuen Auftrag und sagt, so vermehrt euch. Ich will, dass die Erde um mich lebt, dass da um mich Menschen drin leben. Es soll um mich Nachwuchs geben. Er hat aber auch gesagt, von jetzt an darf es auch im Speisplan auf Fleisch gehören. Aber er hat gleichwohl, Gott hat nochmal ganz so bewusst das Leben geschützt. Er hat gesagt, der Mensch soll sich nicht gegenseitig umbringen. Gott schützt das Leben. Das ist Gott ganz wichtig, dass das Leben einen ganz speziellen Schutz hat. Und jetzt schließt Gott nach dem einen Bund mit Noah. Und jetzt müsst ihr ganz gut hören, ich lese ein paar Verse und dann habe ich zu diesen paar Versen eine Frage. Ich lese aus 1. Mose 9 ab Vers 11. Und das ist mein Versprechen, sagt Gott. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagt er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut, nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Das waren 6 Verse. Und jetzt habe ich eine Frage. Wie manchmal habe ich das Wort Ich gelesen? Keine Ahnung. 3 Mal. Bist du noch ein bisschen daneben. 6 Mal da würden wir jetzt, wenn wir ein Spiel machen mit warm und kalt, würden wir jetzt schon sagen, du verbrennst dich schon fast. 7 Mal. 7 Mal in diesem kurzen Abschnitt sieht Gott, ich würde. 7 Mal hat Gott hier das Wort Ich genutzt. Und er sieht, der Bund soll nicht einfach nur geschlossen werden, sondern er gibt ein Zeichen. Und das hat er natürlich wunderschön dargestellt. Gott hat als Zeichen den Bund mit Noah den Regenbogen geschenkt. Und für mich hat der Regenbogen eigentlich 2 Bedeutungen. Zum einen finde ich es persönlich ging etwas Schönes. Wenn es regnet und die Sonne drin scheint, gibt es viele Regenbogen und das finde ich etwas Schönes. Aber eigentlich in allererster Linie hat Gott ihn nicht für uns gegeben, den Regenbogen. Die allererste Linie ist eigentlich, hat Gott gesagt, wenn ich ihn an den Himmel setze, würde ich mich daran erinnern. Also es ist auch für Gott ein Zeichen. Ich habe mich zum Mensch gestellt. Ich habe einen Bund geschlossen mit dem Menschen. Und jetzt gibt es manchmal Sachen, die tun wir zweckentfremden. Und ich habe mir so überlegt, was tun wir Sachen in unserem Alltag zweckentfremden. Und jetzt sind vielleicht zuerst eher so, vielleicht die Hausfrauen angesprochen, hat er auch schon mal mit einem spitzigen Messer ein Konfitüreglas auftun? Weißt du, so nodern. Und er hofft, es ginge dann. Und nicht selten hat es jemanden gegeben, dass da irgendwann eine Frau, oder es kann natürlich auch ein Mann sein, mit einem Verband ist gekommen. Ja, ich bin eben abgerutscht. Und das ist eigentlich zweckentfremdet, weil der Schnitzer wäre eigentlich nicht für Konfitüregläser aufzutun. Und auch Gempeler, bist du auch da heute? Letzten Sonntag habe ich an dich gedacht. Du hast nämlich hier einen Gegenstand zweckentfremdet. Und ich habe gerade kurz ein bisschen Angst gehabt. Ja, die Fernbedienung hat nicht recht wollen, für einen Beamer anzulassen. Und dann hat er den Eindruck gehabt, kann ich auf einen Stuhl stehen, für einen Beamer anzulassen. Das wäre ja nicht schlimm, auf einen Stuhl zu stehen. Es hat zwar auch schon Fälle gegeben, aber jetzt bist du einfach gleich noch ein bisschen zu kurz auf diesem Stuhl. Dann hast du halt gesagt, ja, da stehe ich halt auf eine Lehne und tue mit ihm noch so ein bisschen. Und das würde ich jetzt sagen, wäre eigentlich auch der klassische zweckentfremdete Stuhl ist eigentlich da,
für das wir drauf hocken, dass wir sitzen können, dass es uns heute jetzt hier wohl ist. Aber der Stuhl ist nicht in erster Linie da, für Fenster zu putzen, für Lichtbeere zu wechseln oder eben einen Beamer anzulassen. Aber wie sie beide froh ist nichts passiert. Aber ich habe mir einfach, wenn ich denke, für was denn? Ja. Das ist richtig. Jawohl, wenn wir dann nämlich wie Lampen wechseln oder Fenster putzen, dann brauchen wir eine Leiter, weil die Leiter, die ist ja dann für das da. Es käme ja niemandem im Sinn, hier im Gottesdienst auf die Leiter zu sitzen. Also die Leiter hat auch einen Zweck, nämlich zum Draufsitzen. Also hat der Regenbogen... Was habe ich gesehen? Ja, nicht. Die Leiter ist für hochzusteigen oder der Stuhl ist zum Draufsitzen. Ist ja völlig klar. He? Was sieht der für Sachen? Also hat eben auch der Regenbogen einen Zweck. Und ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesehen. Mir tut es manchmal weh, wenn ich unterwegs bin. Dann sehen wir ja sehr viel an Fenstern, sehen wir so Regenbögen. Und ja, und ich halt ging ein bisschen der Eindruck, er ist wahrscheinlich ein bisschen zweckentfremdet. Ich glaube nicht unbedingt, was ging hinter diesen Fenstern, das soll zum Ausdruck bringen, dass sich Gott zum Mensch stellt, dass sich Gott für einen Mensch hat entschieden. Und so glaube ich, dass eigentlich ein starkes, göttliches Symbol ist zweckentfremdet worden. Und jetzt können wir sagen, ja, das hätte nicht passieren dürfen. Aber vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen selber verantwortlich, dass gewisse Sachen, die auch Symbole aus der Bibel zweckentfremdet werden. Ich weiß nicht, wer von euch sich so ein bisschen für die lokalen Nachrichten interessiert. Jetzt war gerade letzte Woche, dass in der Region Thun 5 Kirchgemeinden fusioniert werden. Und jetzt, wenn natürlich eine Kirchgemeinde fusioniert, dann sind da plötzlich ein Haufen Kirchen, die nicht mehr gebraucht werden. Wie ich das vor 10 Jahren im Toggenburg schon erlebt, wo Kirchen nicht mehr gebraucht werden. Und die Kulturschaffenden, die warten nur darauf, dass die Kirchen nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr gefüllt werden für einen Gottesdienst. Weil es gibt nichts Schöneres. Für viele Kulturschaffende, sei das Bilddarstellung oder Musik, ist eine Kirche. Aber eigentlich glaube ich, der Zweck vom Gotteshaus wäre nicht in erster Linie ein kultureller Anlass. Und so könnte ich mir vorstellen, dass da im Berner Oberland in den nächsten Jahren vielleicht 10 oder andere Zweck entfremdet würde. Jetzt könnte vielleicht sagen, das war jetzt nicht gerade so hoffnungsvoll gewesen. Aber ich komme jetzt zum Schluss, jetzt wird es nochmal so richtig hoffnungsvoll. Ja, es verändert sich viel in dieser Zeit, wo wir drin leben. Manchmal hat man das Gefühl, im Moment bleibe ich kein stehen auf dem anderen. Aber das, was Gott dem Noah gesagt hat, ich schließe einen Bund mit dir, ich stelle mich hinter die Menschheit, das haltet bis heute. Und es gibt im Neuen Testament so einen Vers, der ist für uns, der ist voller Hoffnung. Vielleicht mögen einen Haufen von euch nicht mehr recht hören, aber ich möchte jetzt gleichwohl noch mal erwähnen, das ist Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gibt, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben dürfen haben. Ist das nicht Hoffnung? Schon. Ja, das ist Hoffnung. Schön, dass du das so bestätigst. Können das andere auch noch bestätigen? Ja, das ist Hoffnung. Der Mensch hat sich durch die Flut nicht wahnsinnig viel verändert. Aber Gott hat sich für den Menschen entschieden. Und das hat er nicht nur so nebenbei gemacht, sondern da hat er mit Noah einen Bund geschlossen. Und der Bund ist weitergegangen, bis zu dem Moment, wo er sogar Jesus am Kreuz kann sagen, es ist vollbracht. Durch das dürfen wir Zugang haben zum Vater im Himmel. Und das gibt die Hoffnung. Amen.